nachdem Elia also mit den Baalspriestern diese Wette gemacht hat, sozusagen, diesen Streit, welcher Gott lebt. Die wollten zeigen, dass Baal der lebendige Gott ist, und Elia kam mit dem lebendigen Gott Jahwe, der Gott des Israels, und die haben dann eine Wette durchgezogen, welcher Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt, ist der wahre Gott. Und die Bibel sagt, an dem Tag hat sich der Gott Elias offenbart und er ließ Feuer vom Himmel fallen. Und nachdem das geschah, hat auch Elia wieder gebetet und der Himmel wurde geöffnet und es fing wieder an zu regnen. Weil davor hatte Elia gebetet, dass es 3,5 Jahre lang nicht mehr regnen soll, und es hat auch in Israel nicht mehr geregnet. Und er hat gebetet und der Himmel hat sich geöffnet, und danach hat er alle Baalspriester genommen und hat die alle getötet. Und als Isabel, weil Isabel war sozusagen die Frau, die diesen Baalskult in Israel gebracht hat, und die Bibel sagt zu uns, da wo sie saß, waren immer die Baalspriester um sie herum an dem Tisch und so. Sie war also ein Baals- und eine Aschera-Anbeterin. Und als sie gehört hatte, dass Elia seine Propheten getötet hat, hat sie dann gesagt, okay, Elia, wenn du das getan hast, ich schwöre es dir und ich werde alles tun. Ich schwöre bei meinen Göttern, er schwört bei den Baal, er schwört bei den Aschera. Ich werde mit deinem Leben genau das Gleiche tun, wie du es mit den Baals-Propheten getan hast. Und die Bibel sagt hier im Vers 3, und als er das sah, Amen, als er diese Botschaft gehört hat, hat er dann sozusagen auch eine Vision von dieser Botschaft erhalten. Amen. Und das Problem, und heute stellt Gott die Frage zu uns, was wir sehen. Amen. Weil Elia hat, die Bibel sagt uns dann, Elia hat alles vergessen, was der Herr getan hat. Er hat nur noch das Negative gesehen. Er hat das gesehen, was Isabel gesagt hat. Amen. Er hat vergessen, er hat nicht mehr auf Gottes Verheißungen gehört. Er hat nicht mehr das gesehen, was Gott ihm verheißen hat. Er hat nicht mehr gesehen, das, was Gott schon getan hat. Er hat nicht einmal gesehen, dass Baal ein schwacher Gott ist, dass sein Gott sogar mächtiger als Baal ist und dass dieser Baal ein toter Gott ist. Aber an dem Tag, als er diese Worte gehört hat, diese Worte Isabel, er hat das gesehen, was Isabel ihm gesagt hat, und hat eine Vision davon gemacht. Und dadurch ging sein Leben den Bach runter. Er fing an zu fliehen, er fing an zu sagen, ich bin nicht besser als unsere Väter. Er fing an, das alles zu vergessen, was der Herr mit ihm die letzte Zeit hindurch getan hat. Amen. Amen. Und heute stellt uns Gott die Frage, was siehst du? Amen. Welche Botschaft hörst du und was produziert diese Botschaft in deinem Leben? Amen. Und die Bibel sagt uns, es gibt einen Unterschied, es gibt einmal Elia und es gibt einmal einen Elisa. Die Bibel sagt uns, Elisa, es kam eine Zeit, da kamen Soldaten, sie wollten ihn festnehmen, weil er hat immer alles vorhergesagt, alles prophezeit, was die Feinde geplant hatten. Da hatten die Feinde eine Decision genommen, die haben gesagt, okay, wir müssen Elisa gefangen nehmen. Und die haben Soldaten zu Elisa gesandt. Es waren sehr viele Soldaten. Die Bibel sagt, es war ein Schar von Soldaten. Amen. Und die Bibel sagt, als der Diener von Elisa diese Soldaten sah, hat er Angst bekommen. Er hat zu Elisa gesagt, schau mal, die Soldaten, wie die kommen, wir sind nur hier zu zweit. Und hier kommen so viele Soldaten mit Gewehr und so weiter, die werden uns hier fertig machen. Aber Elisa sagte zu ihm, dass du siehst aber nicht die mit uns ziehen. Amen. Und er hat zu Gott gebetet, Gott soll ihm die Augen öffnen, er soll anfangen, das zu sehen, was Gott tut. Amen. Er soll anfangen zu sehen, dass die in seiner Seite sind, mehr und mächtiger sind, als die auf der anderen Seite sind. Amen. Und diese Augen, dass wir anfangen sollen, die Werke zu sehen, die Gott tut. Jesus hat immer gesagt, ich tue nicht das, ich tue nicht, es sei denn, ich sehe es, mein Vater tun. Amen. Jesus Christus war abhängig von seinem Vater. Er hat nicht das gesehen, was sich auf dieser Welt abspielt. Er hat nicht das Negative gesehen. Er hat nicht die Dunkelheit oder so und sowas gesehen, aber er hat die Perspektive vom Himmel gehabt. Woher kommt unsere Perspektive? Wo schauen wir? Wenn du die Bibel liest, du wirst sehen, fast alle Propheten, die geweissagt hatten, die hatten immer ihre Sicht im Himmel gehabt. Amen. Ihre Sicht war bei Gott gerichtet. Und jetzt zeigt uns Isabel, und die Bibel zeigt Isabel, dieser Geist, die damals Isabel geführt hat, ist bis heute aktiv. Die Bibel sagt zu uns im Offenbarungsbrief, da war der Geist Gottes war dort, die Gemeinde in Thyatira. Amen. Wir schlagen das mal kurz auf.
und zu wissen, was dieser Geist Isabel so macht. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 18 bis 29. Offenbarung 2, 18 bis 29. Ich lese. Und den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernd Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr brechen, in großen Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde jeden einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Und euch aber sage ich, und im Übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben, die nicht die Tiefe des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdenen Gefäßen zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Hier sehen wir wieder diesen Geist von Isabel, dieser Geist, der auch Boten hat, um die Menschen und die Kinder Gottes, die eine Vision Gottes haben, aus der Vision Gottes herauszunehmen. Und jetzt sagt uns die Bibel, Isabel lehrt den Menschen die Tiefe des Satans. Amen. Isabel bringt dich nicht dazu, dass du dich auf Gott fixieren sollst, dass du dich auf das fixieren sollst, was Gott dir verheißen hat, dass du dich auf das fixieren sollst, was Gott für dich vorhergesehen hat, sondern Isabel bringt dich dazu, dass du dich mehr und mehr auf Satan einlässt, dass du dich mehr und mehr auf fleischliche Werke einlässt, dass du dich auch mehr und mehr in dämonische Lehre einlässt. Amen. Und das sehen wir auch heute in vielen unserer Gemeinden, viele Propheten, Amen, die nicht mehr das sind, was Gott tut, die sehen nur den Teufel, die sehen nur Hexen, das passiert nicht in ihrem Leben, weil die Hexen so und so gemacht hat, das geschieht nicht, die sehen nur Hexen, die sehen nur Vergangenheit, aber die sehen nicht das, was der Herr tut, Amen. Und die Bibel sagt, siehe, ich tue Neues, Amen. Der Herr ist am Arbeiten, Amen. Aber viele sind vom Geist des Isabels infiziert, Amen, und die sehen nicht mehr das, was der Herr tut. Das Einzige, was sie sehen, ist nur Vergangenheit. Amen. Die sehen nur das, was du vor 10 Jahren getan hast. Amen. Aber die sehen nicht das, was der Herr heute mit dir tut. Amen. Unser Gott ist ein Gott von heute. Er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst. Amen. Unser Gott ist ein Gott von heute. Und unser Gott ist ein Gott, der das Alte löschen will und etwas Neues mit dir beginnen möchte. Amen. Und unser Gott sucht Leute, die sehen, was er tut. Amen. Weil unser Gott ist am Arbeiten. Unser Gott achtet nicht so sehr auf die Dunkelheit. Amen. Du kannst die Bibel lesen, du wirst sehen, die Bibel sagt, am Anfang, die Erde wurde wüst und leer, und Gott sprach, es werde Licht. Amen. Gott ist da, um Licht zu bringen. Amen. Und ein wahrer Christ ist da, um Licht zu bringen, da wo die Dunkelheit ist. Und die Bibel zeigt uns, die Bibel sagt, Jesus Christus ist in eine Stadt gegangen, in diese Stadt war die Dunkelheit, und die Bibel sagt, und diese Stadt sah das Licht.
Und die Bibel sagt, Gott hat uns zu Lichter gemacht, damit wir Lichter sein sollen, die auf dem Berg die Stadt erleuchten. Amen. Gott sucht Leute, die nicht immer nur das Negative sehen. Amen. Die nicht nur Teufel sehen, Teufel, Dämonen hin und her. Amen. Aber Gott sucht Leute, die in erster Linie das sehen, was der Herr tut. Amen. Wenn du anfängst, das zu sehen, was der Herr tut, dann hast du auch eine Lösung dafür. Amen. Deshalb bezichtigen viele Leute, der ist eine Hexe, der ist das hier, das ist nicht wegen die Hexen. Aber wo ist die Lösung? Amen. Weil wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Gott dir etwas zeigt, dann hat er auch eine Lösung dafür. Amen. Gott sucht Leute, die Lösungen bringen. Amen. Unser Gott ist nicht ein Gott, der Leute anschwärzt, aber unser Gott kommt und deckt die Sache auf und gibt auch eine Lösung dafür. Amen. Unser Gott ist Licht. Amen. Und Gott will Licht bringen in jedem einzelnen Leben, da wo die dunklen Ecken sind. Gott will es erleuchten, nicht, dass du zu einer Schande werden sollst, aber dass du gerettet werden sollst. Amen. Dass diese dunklen Ecken in dein Leben verschwindet, damit dein Licht mehr und mehr und mehr aufgeht. Und hier zeigt uns die Bibel, dass Isabel sich eine Prophetin nennt. Amen. Der Geist, der viele Propheten, viele falsche Propheten verführt. Amen. Propheten, die nicht die Botschaft des Reiches Gottes verkünden, aber nur die Botschaft der Dunkelheit. Amen. Nur die Botschaft, alles hat nur mit Satan zu tun. Satan. Obwohl Satan schon längst besiegt ist, wir haben bis heute irgendwie keinen Sieg über ihn. Er besiegt uns immer, er hat uns immer unter Kontrolle. Amen. Aber die wahre Botschaft ist, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Amen. Und die Bibel sagt, Jesus ist erschienen und die Werke des Teufels sind vernichtet. Und die Zeit ist gekommen, dass wir anfangen, das zu sehen, was der Herr tut. Amen. Und Gott sagte es zu Nikodemus. Er hat zu Nikodemus gesagt, wir schreiben das kurz mal auf, ich glaube, das ist Johannes. Johannes Kapitel 3, hier sagt Gott, hier sagt Jesus zu Nikodemus. Also Nikodemus kam nach zu Jesus Christus und hat ihn gefragt, was er tun muss, um in das Reich Gottes zu kommen, wie er neu geboren werden kann. Wie er in das Reich Gottes kommt. Und da hat Jesus ihm gesagt, ich lese das vor. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Amen. Das Reich Gottes fängt an, dass man es sehen muss. Amen. Du musst das Reich Gottes sehen. Und das Reich Gottes ist nicht irgendein Palast, das Reich Gottes ist nicht irgendein Schloss, aber das Reich Gottes ist Jesus Christus. Amen. Jesus Christus mitten unter uns ist das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes mitten unter uns. Amen. Und Jesus hat gesagt, ihr würdet das Reich Gottes nicht hin und her kommen sehen, weil das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Wenn ihr anfängt, Dämonen mit euren Fingern auszutreiben, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Amen. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns, weil Jesus Christus mitten unter uns ist. Er hat gesagt, ich bin bei euch aller Tage bis ans Ende der Welt. Ich werde euch niemals im Stich lassen und niemals von euch ausweichen. Das Erste, was Gott will, er will, dass wir anfangen sollen, sein Reich zu sehen. Amen. In Gottes Reich ist Frieden. In Gottes Reich ist alles in Ordnung. Amen. Deshalb sagt auch Jesus im Vater unser Gebet, dass wir beten sollen, dass sein Reich komme und dass sein Wille anfangen soll zu geschehen. Da, wo das Reich Gottes ist, da fängt an, Gottes Willen zu geschehen. Da fängt an, in deinem Leben Gottes Willen zu geschehen. Da haben die Dämonen keinen Einfluss mehr. Da hat die Dunkelheit keinen Einfluss mehr. Da hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Amen. Weil da, wo Jesus herrscht, ist die Dunkelheit fern von ihm. Da, wo Jesus herrscht, da ist die wahre Liebe. Da, wo Jesus herrscht, da ist die wahre Kraft. Da, wo Jesus herrscht, da ist die Kraft der Auferstehung. Amen. Da, wo Jesus herrscht, da ist Frieden, da ist alles vollbracht und alles geht in Ordnung und keiner kann aufhalten, was der Herr tut. Amen. Der Herr hat alles durch sein Wort getan und da, wo der Herr ist, da ist alles fest. Amen. Die Bibel sagt, Gottes Thron ist unerschütterlich. Amen. Was Gott in deinem Leben tut, ist unerschütterlich. Und Gott erwartet von uns, dass wir anfangen, ihn zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Und das Gleiche sagt er auch selbst zu dem Jünger namens Nathanael. Amen. Nathanael hat gehört, ein paar Jünger haben von Jesus gehört und haben ihm erzählt, ja, wir haben gesehen, in Nazareth ist der Messias ist dort gekommen. Was hat Nathanael gesagt? Er sagt, kann aus Nazareth etwas Besonderes kommen? Und der Jünger sagte zu ihm, komm und seh. Amen. Wo
fixierst du deine Augen